Willkommen bei den Infinite Storyscapes, einer österreichisch-slowenischen Interviewserie des Kulturverein Interferenzen. Im Gespräch Frauen, die in der Region Kärnten, Steiermark, Slowenien leben und wirken. Unser heutiger Gast ist Renate Rogi-Kohlenbrat, die Sie als Moderatorin des Podcasts kennen. Renate Rogi-Kohlenbrat hat in dieser Episode mehrere Rollen inne. Zum einen die der Initiatorin der Infinite Storyscapes und zum anderen die der in der Biotechnologie tätigen Frau. Was motivierte Renate Rogi-Kohlenbrat, die Infinite Storyscapes ins Leben zu rufen und was ist ihr Ziel? Und wo trifft jede und jeder von uns auf biotechnologische Prozesse im Alltag und was ist das zukunftsweisende Potenzial dieses Forschungsgebietes? Das Gespräch mit Renate Rogi-Kohlenbrat führte Tina Perisutti. Liebe Renate, es ist mir tatsächlich eine große Freude, mit dir über dich und deine vielen spannenden Projekte diesen Weg reden zu können. Und fange gleich einmal mit dem an, mit dem man so als Mensch anfängt, mit der Herkunft und mit dem Ursprung. Du bist in Kärnten in Ferlach-Porolje in der südlichsten Stadtgemeinde Österreichs aufgewachsen. Das kennzeichnet sich vor allem auch durch Zweisprachigkeit, nicht zuletzt durch die Nähe zur jetzt bestehenden Grenze zu Slowenien, vormals Jugoslawien, vormals Österreich. Mich würde interessieren, wie da deine Erfahrungen waren. Wie ist es dir damit gegangen, in diesem Ort aufzuwachsen, auch mit slowenischer Sprache? Wie hast du das erlebt? Für mich war die slowenische Sprache ganz selbstverständlich im Alltag. Zu Hause als Kind kennt man ja sozusagen das Elternhaus. Da haben wir sowohl Slowenisch als auch Deutsch gesprochen, auch bei meinen Großeltern im Löbeltal. Da war das ganz selbstverständlich, dass man von einer in die andere Sprache sozusagen gewechselt hat. Bei mir war es dann später in der Volksschule noch so, dass es wirklich Slowenisch und Deutsch nebeneinander gegeben hat. Also ich habe das wirklich als fast gleichwertige Sprachen in Erinnerung. Natürlich hat es manchmal dann ein bisschen so aus dem Hintergrund, weil nicht alle Schüler der Volksschule in zweisprachigen Unterricht waren, dass es da ein bisschen Unruhe gegeben hat, aber ich habe das nicht negativ in Erinnerung. Für mich war das so selbstverständlich, dass mir das, würde ich jetzt sehen, gar nicht so aufgefallen ist. Vielleicht im größeren Kreis, in der Straße, war es dann nicht ganz selbstverständlich, dass man mit allen auch Slowenisch gesprochen hat, aber das war dann einfach ganz klar, wie man, mit welcher Sprache man wen angesprochen hat. Das war für mich zu dem Zeitpunkt kein Thema. Ein Thema ist es dann vielleicht für mich geworden, als ich mit dem Bus nach Klagenfurt ins Gymnasium gefahren bin. Da wurde auf mich mit dem Finger gezeigt und da habe ich es bemerkt oder gemerkt und vor allem gespürt, dass das nicht zwei gleichwertige Sprachen sind. Habe versucht, dem auszuweichen, habe jetzt natürlich, wo es angenehmer war, dort Freunde gesucht, wo das selbstverständlich auch war und die hat es ja auch gegeben. Also das war für mich zu dem Zeitpunkt kein Thema. Ich habe im Gymnasium dann auch den slowenischen Unterricht besucht. Da war die Gruppe Lehrer von 2 Schulen zusammengefasst, wirklich so, gerade nicht nur 5, aber wir waren auch nicht mehr als 10. Da fällt dann besonders auf, dass das wohl nicht 2 gleichwertige Sprachen sind. Du hast aber auch einen zweisprachigen Partner gefunden. Also dein Partner spricht auch Slowenisch. Und mich würde interessieren, wie geht ihr da in der Familie damit um? Ihr lebt ja in Graz und Graz hat ja jetzt nicht, vielleicht auch keine zweisprachigen Schulen, keine zweisprachigen Möglichkeiten. Also ich möchte nicht behaupten, dass es in Kärnten unbedingt in Klagenfurt besser ist, aber in Graz ist doch noch einmal ein Stück weiter weg. Wie geht ihr damit um in der Familie? Da möchte ich jetzt noch einen Schritt zurückgehen. Weil wo ich dann so ungefähr 16 war, ist bei mir sozusagen das Thema innerlich schon sehr groß geworden. Da war ich dann schon in Klagenfurt und da möchte ich jetzt nicht gleich nach Graz wechseln, auf der Suche nach meinem Platz. Und da muss ich sagen, da bin ich einem Deutschlehrer sehr, sehr dankbar, der das
erkannt hat, dass das für mich ein Thema ist und mich gebeten hat, ein Referat zu schreiben über zweisprachige Literatur in Kärnten. Ich habe mit Fabian Hafner, mit dem ich ja Slowenisch gemeinsam den Unterricht besucht habe, kontaktiert und der hat mir da geholfen, ein aus Sicht aller, die es dann gehört haben, tolles Referat vorzubereiten. Das Thema war mir eigentlich in der Familie fern, das war nicht zu Hause Thema. Aber dort habe ich es zusammengefasst und ich habe es dann nicht nur meiner Klasse präsentiert, sondern auch anderen Klassen im Gymnasium. Und es war für mich ein sehr positives Erlebnis, dass das sehr gut angekommen ist. Also ich glaube, ich habe es noch in 3 oder 4 anderen Klassen gemacht. Und das war niemals sozusagen irgendwie negative Kommentare oder negative Anmerkungen, sondern das wurde so akzeptiert. Und mit diesem gestärkten Rücken, den ich dadurch erhalten habe, bin ich dann nach Graz gekommen, wo die Zweisprachigkeit dann ein ganz anderes Thema war. Ich habe mich dann den Studierenden Kärntner Slowenen im Club angeschlossen und dort habe ich dann auch Franz kennengelernt. Das ist dann sozusagen die Grazer Familiengeschichte. Also ihr sprecht auch mit euren Kindern Slowenisch? Ja, wir haben von Anfang an mit den Kindern Slowenisch gesprochen. Das ist natürlich in einer Stadt wie Graz wesentlich einfacher. Da wird man vielleicht in der Siedlung einmal wird nachgefragt, was das ist. Okay, und da war es gar kein Thema. Und das freut uns sehr, dass unsere beiden Jungs diesen slowenischen Anteil gut angenommen haben und auch jetzt, wo sie so studieren, weiterhin Slowenisch sprechen, gern nach Slowenien fahren, gern ihre Kontakte auch mit Slowenien persönlich pflegen. Das freut uns eigentlich sehr. Das klingt auch nach einer sehr positiven, nach seiner sehr positiven Erfahrung. Vielleicht auch ein Stück weit eine Befreiung aus diesen, also so habe ich es auch öfters erlebt, dieser Kärntner fast schon Sprachdepression. Ich bin mir ganz sicher, dass das in Graz leichter war, als uns in Kärnten gefallen wäre. Ja, du bist nach Graz gegangen und als ich gehört habe, was du dort studiert hast, war ich ziemlich beeindruckt. Wie bist du zu diesem Studium gekommen? Es war die technische Chemie an der TU Graz. Wie ist es dir dort gegangen als Frau, junge Frau? Und wohin hat dich dieses Studium schlussendlich geführt? Die Idee war ja, die Welt zu verbessern irgendwie. Also in den 80er Jahren waren die Seen verschmutzt, die Flüsse verschmutzt. Das Thema Umweltschutz war schon sehr auch sichtlich und präsent. Und ich war der Meinung, man muss das sozusagen mit Wissen und mit neuen Möglichkeiten, neuen Technologien ins Gleichgewicht bringen. Also das war so mein Ansatz und so bin ich dann die technische Chemie gekommen. Ganz wirklich vorstellen konnte ich mir nicht, was das ist, aber ich glaube, das war schon das Richtige und ich würde es noch einmal machen. Wir waren relativ viele Frauen an der Technik. Neben der Architektur ist die technische Chemie damals die zweite Studium gewesen, wo wir fast 50% Frauen waren. Man muss zugeben, in den ersten Jahren sind dann mehr Frauen als Kollegen verschwunden. Ende des Studiums war es nicht mehr so. Aber auf alle Fälle, es gab viele Kolleginnen und Kollegen, einen sehr regen Austausch, sehr viel Gemeinsames, viel Verbindung, weil wir sehr viele Labors gemeinsam hatten. Und da hast du dann, wenn du den Reaktionen zuschaust und sie beobachtest, auch viel Zeit, persönliche Kleinigkeiten auszutauschen und sich wirklich kennenzulernen. Das heißt, die Verbindung ist auch jetzt noch sehr groß mit den Kollegen, mit denen ich gemeinsam studiert habe. Wenn wir uns wieder treffen, können wir ganz schnell wieder an diese schönen Zeiten anschließen. Und was mir auch aufgefallen ist, dass es unter den Kärntnern, wir waren sehr viele Kärntner, die technische Chemie studiert haben, nie das Thema war, dass ich auch Slowenisch kann. Das war halt so. Das klingt auch sehr angenehm. Ja, also ich habe das sehr positiv erlebt und erlebe es noch heute so. Es war das richtige Studium für mich und ich bin jetzt in einem Unternehmen gelandet, im AZIP, das mit biotechnologischen Werkzeugen auch die Welt verbessern möchte, neue Prozesse, umweltschonendere Prozesse, neue Technologien vielleicht, um dem Klimaschutz sozusagen da was entgegensetzen zu können mit der CO2-Fixierung und noch vielen neuen Materialien. Das gefällt mir sehr gut und das war ja auch meine Grundidee zu Beginn des Studiums, die Welt ein wenig zu verbessern. Da gibt es noch Hoffnung durch dich. Das freut mich.
Die AZIP, die Firma, in der du arbeitest, ist eine Umwelttechnologiefirma. Was kann ich mir genau darunter vorstellen? Was wird genau darin untersucht, gemacht? Kannst du uns ein bisschen mehr davon erzählen? AZIP, das ist das Austrian Center of Industrial Biotechnology, und da geht es eigentlich um Industrieprozesse. Da geht es um Prozesse in der Industrie, die das Werkzeug der Biotechnologie verwenden. Das klingt jetzt ganz fremd, da glaubt jeder, damit hat er im Alltag nichts zu tun, aber viele Produkte unseres Alltags werden biotechnologisch hergestellt und die gibt es schon ewig. Es gibt ewig Bier, es gibt ewig Wein, es gibt ewig Joghurt. Das sind biotechnologische Prozesse, die dahinter stecken und die ja heutzutage auch im industriellen Maßstab gemacht werden. Viele unserer Medikamente, die Inhaltsstoffe der Medikamente werden biotechnologisch hergestellt. Die Werkzeuge der Biotechnologie sind Enzyme. Und die Enzyme, die finden wir überall. Nicht nur in der Umwelt, sondern auch an uns, in uns. Wir müssen uns das so vorstellen, dass wir als Menschen ja auch so funktionieren. Wir haben sozusagen Mikroorganismen an der Oberfläche, die uns vor der Umwelt schützen. Wir haben Organismen sozusagen im Mund, im Magen, im Darm, überall, die sozusagen das, was wir essen, verstoffwechseln. Und wir sind jetzt im AZIP auf der Suche, und es gibt es ja schon lange und man weiß ja sehr viel davon, eigentlich solche Organismen zu finden, die Fragestellungen des Alltags, des heutigen Alltags sozusagen lösen könnten. Wir suchen so zum Beispiel Organismen oder Möglichkeiten, das CO2 aus der Luft zu fixieren und daraus Produkte zu machen, sei es Tierfutter, sei es was anderes, das wir in den Kreislauf zurückführen können. Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit sind Themen, die gut auch mit den Werkzeugen der Biotechnologie gelöst werden könnten, um unsere Zukunft sozusagen lebenswert, nachhaltiger zu gestalten. Ja, aktuell bist du COO, also Chief Organization Officer. Ja, ich bin 2010 in diese Rolle gekommen. 10 Jahre früher habe ich in einem kleinen Kompetenzzentrum noch stärker die Wissenschaft betreut, war stärker an den Projekten, aber aufgrund meiner Ausbildung habe ich natürlich gut die Möglichkeit, da eine Brücke zu schlagen zwischen dem, was eine GmbH braucht, und dem, was die Projekte brauchen, bin ich ein recht günstiges Bindeglied und damit für die Organisation oder das Organisatorische hinter dem Projekt. Ich bin für den Einkauf zuständig, für Arbeitsplätze, für die Arbeitssicherheit, und mit all diesen Kleinigkeiten ist es garantiert, dass mein Arbeitsalltag sehr abwechslungsreich ist. AZIP ist in verschiedenen Standorten in Österreich, in Graz, in Wien, Tulln, Innsbruck zurzeit. Und da bin ich auch recht viel unterwegs, um die Kollegen und Kolleginnen zu besuchen und ihren Alltag auch vor Ort zu sehen und dann helfen zu können, wenn sie etwas benötigen. Dein Engagement geht ja wesentlich weiter. Du hast 2 Kinder großgezogen, promoviert, was man nicht vergessen darf, und etablierst eben die Firma an mehreren Standorten. Du hast aber auch etwas in der Heimat gemacht, beziehungsweise das, worin wir jetzt auch sind, mit deiner Schwester Petra Kohlenbrat, die Podcast-Serie Infinite Storyscapes erfunden und zu hören gebracht, sozusagen. Wie ist es dazu gekommen? Ja, das Infinite Storyscapes ist ganz ein spezielles Projekt für mich. Das verbindet sozusagen sehr stark auch die meine Interessen, mein Netzwerk und das, was ich eigentlich möchte. Ich möchte zeigen, was es alles gibt, welche Frauen es gibt, an wie vielen interessanten Themen Frauen arbeiten und wie wir es eigentlich selbst in der Hand haben, die Welt in dem Sinn wieder positiv zu verändern. Es ist ganz wichtig, dass man die Möglichkeit hat, einfach Interessantes aus verschiedenen Bereichen, Aktuelles zu erfahren
So viele Frauen sind in der Region Kärnten, Steiermark, Österreich, die wirklich Interessantes und Zukunftsweisendes machen. Und all diese Frauen möchten wir in diesem Projekt eigentlich vor den Vorhang bringen. Weil es ist wichtig, dass man einen Überblick hat. Wohin wird es gehen in Zukunft? Wo sind die Trends? Weil nur so kann man auch als Frau selbst entscheiden, was man eigentlich will und ist damit handlungsfähig. Da höre ich natürlich auch schon ein wenig heraus. Also du hast das vorhin sehr positiv dargestellt, dass das Frausein dich niemals behindert hat oder dass es nicht irgendwie schwieriger war als Frau. Und trotzdem höre ich da ein wenig heraus, dass es doch nicht ganz so einfach ist, als Frau in der Welt sich zu behaupten oder weitergehen zu können. Ja, es ist, glaube ich, an der Zeit, dass man sich auch einmal die Frauenperspektive anhört. Also ich selbst muss gestehen, bin ja auch erst 2015, das ist noch gar nicht so lange her drauf gekommen, dass wenn man diverse Themen aus Frauenperspektive hört, sich das Thema anders anhört und man auch andere Rückschlüsse zieht. Das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, ja, da möchte ich mich engagieren, weil es eigentlich für uns sehr wichtig ist, für uns alle, die wir in der Region leben, die wir die Region ja positiv sehen, positiv weiterentwickelt haben möchten, dann müssen wir, so glaube ich, auch selbst irgendwie das Zepter zum Teil zumindest in die Hand nehmen. In unserem Projekt Interferenzen haben wir sehr schnell erkannt, dass das Thema Frauen im Haus Prodi 1 eigentlich ein sehr wichtiges war. Sehr viele Frauen haben in diesem Haus gelebt. Es hat Zeiten gegeben während des Krieges, wo kein Mann im Haus war. Und so haben wir uns recht zu Beginn des Projektes bereits mit Frauen aus unserer Familie, die im Haus Prodi gewohnt haben, auseinandergesetzt. Das war für mich eine sehr interessante Erfahrung, wenn man das sozusagen auf den Tisch legt und wirklich bewusst sich diese Frauen anschaut, wann haben sie gelebt, was war sozusagen das Umfeld, in dem sie gelebt haben, wohin sind sie dann gegangen und was war ihre Geschichte. Und da habe ich eigentlich erkannt, dass diese kleinen Geschichten der Frauen so ganz unsichtbar sind. Und dass es aber so wichtig ist, man erfährt so viel, man lernt so viel aus diesen Geschichten und man erkennt, dass vieles, das heute groß diskutiert wird, auch schon vor fast 100 Jahren nicht viel anders gewesen ist. Das hat mich dann auch eben ermutigt, mit Frauen über das Leubeltal zu sprechen. Einfach Frauen, die das Leubeltal aus ganz verschiedenen Perspektiven kennengelernt haben. Und es waren wieder so schönes, interessante und viel Information und bringende Geschichten. So sind wir zu dem Projekt Storyscapes dann auch weitergekommen, wo es jetzt nicht nur um den Ort Leubeltal-Prodi geht, sondern wirklich um die Region, um Kärnten, Slowenien und die Steiermark und wo man auch ein bisschen die Perspektive in die Zukunft werfen möchte. Was soll die Region? Wie soll es weitergehen? Wer ist denn da? Was ist das Potenzial? Und das war für mich dann ganz ein schöner Übergang von den Gesprächen, die zuerst stärker mit dem Leubeltal und dem Haus im Zusammenhang zu sehen waren, jetzt zu Zukunftsthemen der Region. Also vor allem die Perspektive aus Seiten der Frau zu sehen, gefällt mir sehr gut. Da bin ich auch immer dran und versuche das auch weiterzutreiben und finde das ganz gut, wenn das Netzwerk sich da weiter vollfüllt und jeder auf seine Art und Weise, jede auf ihre Art und Weise etwas dazu beiträgt, um ein Stückchen weiterzugehen. Und du hast dahingehend ja auch schon ein kleines Vernetzungstreffen in Leubeltal, in Prodi, gestartet. Dürfen wir da erwarten, dass es wieder einen solchen runden Tisch geben wird? Hast du da etwas vor? Wie schaut das aus? Vernetzen ist immer mein Thema, das habe ich sehr gerne. Demher, da wird es sicher etwas geben. Ich möchte aber noch ein bisschen warten. Also für mich ist es jetzt eigentlich ganz wichtig, dass wir all die Interviews machen und uns dann auch noch ein bisschen was zu den einzelnen Zukunftsthemen überlegen, die die Frauen sozusagen ins Gespräch bringen. Und ja, es wird was geben. Zeitlich ist es im Moment noch nicht fixiert.
Dass Männer ein starkes Moment sind in der Familie, das ist klar, aber prägend sind natürlich auch die Mütter. Wie ist da eure Familiengeschichte? Deine Mutter ist tatsächlich aus ehemaligen Jugoslawien, aus Slowenien. Wie spielt da eure Geschichte eine Rolle? Wie stark trägt das noch dazu bei, eben diese Geschichte auszuweiten? Ja, für mich ist die Mutti eine sehr starke Person, die alles macht, sozusagen, die auch organisiert, alles managt und alles in den Händen hat. Das war natürlich wie würde ich sagen, ein sehr gutes Vorbild, weil es gab kein Thema, das die Mama nicht aktiv angegangen wäre und irgendwie es gelöst worden wäre. Das ist sicher etwas, wo ich bei der Mutti aus meiner Perspektive das so gesehen habe. Meine Mutter hat auch sehr viele Schwestern, 6 Schwestern. Und für mich als Kind war das sehr interessant, weil sie hatten alle ganz unterschiedliche Berufe. Die eine war Psychologin, die andere Kassiererin, die andere Schneiderin. Also da waren sehr viele Aktivitäten dabei. Also das war sozusagen, die sind auch im Berufsleben gestanden, die hatten gearbeitet, die hatten einen Job. Da war sehr viel Präsenz sozusagen Frauen im Job, das ich gesehen habe. Jetzt, wenn ich ein bisschen nachdenke, das wäre so in Kärnten gar nicht der Fall gewesen. Da waren die Nachbarinnen die meisten zu Hause, die waren Hausfrauen und haben sich um die Familie gesorgt. Das hat mich, glaube ich, schon auch ein wenig geprägt und das ist etwas, was sicher einen großen Unterschied macht zwischen Kärnten und dem jetzigen Slowenien und dem damaligen Jugoslawien, dass die Rolle der Frau sehr unterschiedlich gesehen wurde. Für mich war es ganz spannend, dass man im damaligen Jugoslawien am 8. März irgendwo hingegangen ist, um den Dan Žena zu feiern. Davon habe ich zu dem damaligen Zeitpunkt in Österreich noch kein Wort gehört. Das war für mich total spannend und ich kann mich noch an viele Ausflüge mit Onkels und Tanten erinnern an diesen Dan Žena, wo man wohin gegangen ist und sei es auf ein Essen oder auf einen Kaffee, aber dieser Tag wurde gefeiert. Davon habe ich damals in Kärnten noch nichts gehört. Das ist sehr faszinierend. Danke auch für diese Erweiterung meiner Perspektive, denn tatsächlich ist erst seit einigen Jahren, seit ein paar wenigen Jahren, 8. März ein Thema, an dem auch wirklich aktiv auf die Straße gegangen wird. Du hast doch beide Großmütter kennengelernt? Meine beiden Großmütter habe ich sehr unterschiedlich in Erinnerung. Die beiden waren zwar im gleichen Jahr 1909 geboren, das heißt sogar beide im Dezember, aber ihr Umfeld und ihre Sozialisierung waren sehr, sehr unterschiedlich. Das ist mir als Kind schon sehr aufgefallen. Natürlich waren die Umstände ganz anders. Die Oma im Löbeltal, die hatte einen Sohn und mich und die Petra als Enkelin, also 2. Die Stara-Mama, so habe ich die Oma in Jugoslawien genannt, da gab es eine große Familie. Da gab es immer viele Kinder, da gab es viele Cousinen und Cousins. Und da war es natürlich für mich ganz anders. Im Löbeltal, wenn ich dorthin gekommen bin, auch manchmal in den Ferien für eine Woche, hatte die Oma rund um die Uhr nur Zeit für mich und hat sich um mich gekümmert, hat mir Geschichten erzählt und wir sind spazieren gegangen und da hatte ich die 150-prozentige Aufmerksamkeit. In Slowenien gab es diese Phase irgendwie nicht so. Da war ich eine von vielen und da war der Austausch auch sehr kurz und da war auch immer so viel Arbeit und so viel zu tun, dass dafür keine Zeit war. Tut mir irgendwie leid und es war da irgendwie immer so viel Schwermut aus meiner Sicht zwischen uns, zwischen mir und meiner Großmutter. Dadurch, dass es wenig Zeit war. Genau. Jetzt, wo beide ja mehr als 20 Jahre tot sind, ist mir erst klar, wie unterschiedlich ihr Leben war. Wie unterschiedlich das Leben für die Oma im Löbeltal war, im Gegensatz zu dem Leben, das die Stara-Mama in Jugoslawien hatte. Und ich finde es auch interessant, vielleicht mir was zu überlegen, vielleicht auch mehr Zeit zu widmen der Ortschaft Veliki Crnik in Slowenien, wo ja meine Mutter geboren wurde.
Und auch ich weiß sehr wenig drüber. Wir waren dort immer nur zu Besuch. Wir sind am Sonntag in der Früh gekommen, am Sonntagnachmittag weggefahren. Ich habe nie eine längere Zeit dort verbracht. Und das ist mir eigentlich jetzt nicht fremd, aber ich kenne einfach zu wenig. Ich weiß nicht, wie das Umfeld ist. Ich weiß auch nicht heute, wie es dort ist. Das wäre schon noch etwas, was ich mir wünschen würde, auch dort einmal sozusagen mehr Zeit verbringen zu können und auch die Leute oder die Menschen dort mit ihren Geschichten besser kennenzulernen. Weil das kenne ich dann nur immer von Hörensagen über Dritte und das ist manchmal sehr gefährlich. So wie du sagst, das wird oft übersehen, dass trotz dieser Nähe doch unterschiedliche Lebenswelten da waren und unterschiedliche Ordnungen, auch unterschiedliche Möglichkeiten. Vielfältigkeit, ja, sprühend. Also es ist wunderbar zu hören, wie viel Projekte, was du alles machst. Gibt Hoffnung, es macht Freude, es ist unvorstellbar einfach, wie viele Möglichkeiten es gibt und dass das auch wirklich hörbar, sichtbar wird. Und dafür danke ich dir jetzt mal persönlich, Renate. Und ich hoffe auch, dass diese ganzen Projekte auch in deinem Sinne so weiterlaufen, wie du es dir vorstellst. Liebe Tina, ich möchte mich auch recht herzlich bei dir bedanken für die Fragen und für die Möglichkeit, auch meine Geschichte, woher ich komme, meine Wurzeln zu beschreiben und auch zu zeigen, in welchem Bereich ich tätig bin und wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt, auch die Zukunft mit einigen Herausforderungen positiv zu sehen. Das ist mir ganz ein wichtiger Punkt, auch Mutmacherin zu sein für Themen, die uns alle bewegen und die wichtig für uns in der Region für die Zukunft sind. Sie hörten Tina Perissuti im Gespräch mit Renate Ogi-Kohlenbrath.